Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute geht es um einen zerbrochenen Krug. Um keinen wertvollen zwar, aber immerhin um einen handfesten Maßkrug. Der Angeklagte ist im Gericht kein Unbekannter. Und der Kläger kommt gerade vom Bader. So. Ja, was ist denn, finde ich jetzt da heute noch nein oder nimmer? Dankeschön, Herr Kollege. Bitte schön. Oh nein, schaut das schäbig aus. Ich glaube, ich muss mir doch einmal einen neuen Talar leisten. Kein neuen, Herr Kollege. Lieber den alten flicken lassen. Das ist kommoder und auch billiger. Ja, Sie sind gut. Richter Talar mit Fleck drauf. Aber warum nicht? Der Richter ist doch auch bloß ein Mensch. Also darf sein Talar auch Flecken haben. Der Talar ja, aber nicht sein Träger. Herr Amtsrichter, ich warne Sie vor dem heutigen Prozess. Sie könnten sich blamieren. Wüsst nicht wieso und warum. Das ist ein klarer Fall. Der Kirchenzeller Totengraber hat dem Geisbacher Gendarmeriekommandanten einen Mauskrug auf den Schädel gehauen. Ne? Eindeutige Körperverletzung. Außerdem war ich am Tatort selber anwesend. Eben. Der Staatsanwaltschaft sind Informationen zugegangen, die also nicht... Ja, ich kann mir schon denken, welche Nachrichtenquelle da wieder fröhlich gesprudelt hat. Dass ich ein paar Maß mehr gehabt habe als sonst, das weiß ich selber. Ja, aber vom Richterstuhl auf die Anklagebank ist oft nur ein kleiner Schritt. Kleiner als vom Erhabenen zum Lächerlichen. Ja, das ist doch kein Schmarrn, meine Herren. Packt wir's. Zum Wohlsein, Herr Ökonomierat. Brav, alle. Den Tee, den darfst du ins Hunsfurt schicken. Mir kann nur das Bier mit den Tee bringen. Das ist die beste Medizin. Ja, richtig. Wer viel Bier trinkt, sagt der Bruder, kriegt niemals einen Blasenkrebs. Ja, Prost. Mei, Frau Ökonomierat, sind Sie halt fest. Aber gewaltig. Na wirklich, das steht Ihnen voll ausgezeichnet. Aber frei haben der Herr Rat, wenn Ihre Zeugenschaft einvernehmen derzeit. Meinst du, Veidl? Oh, ich bin schon direkt aufgeregt. Das ist nicht falsch. Der Mensch muss hier doch ein bisschen aufgeregt sein, wenn er eine Freude am Leben haben will. Na, und der Rat selber, meine, der ist auch aufgeregt, oder? Der Polizeikommandant zweimal, wenn sein wehes Köpferleben zulassen, ja. Der Bader hat gesagt, er darf aufstehen und darf ins Gericht gehen. Er erlaubt's. Mein Gott, so ein Geschiss wegen so einem lumpigen Mauskrug. Von meinem Mauskrug lasse ich mir zu jeder Zeit einen aufhauen. So was ist gesund und spart einen Aderlass. Hat mein Großvater selig allebei gesagt. Also, ich weiß nicht. Ich hab direkt Angst. Ja, weil die Wahrheit, hat der Herr Staatsanwalt gesagt, muss ich unbedingt aussagen. Sonst sagt er mir an. Natürlich sagst du Wahrheit. Na, das sag ich nicht. Na, das bringe ich nicht übers Herz. Mei, der arme Herr Rat. Da muss aber ein Unschuldiger ins Zuchthaus, wenn das leicht über der Herzl geht, Frau Ökonomierat. Meinst du, Veidl, dass ihr der Totengraber für 50 Magel 8 Tage lang einsperren lasst? 8 Tage? Für einen 50er? Vielleicht. Für einen 100er bestimmt, da garantiere ich, da red ich mit ihm. Na. Nachher sag ich die Wahrheit. Ein guter Kopf hält so einen Krug aussagst und um einen schlechten ist eh nicht schadet. Und Respekt haben Sie vor gar nichts, ne? Nicht einmal vor dem Haupte der Obrigkeit. Vor dem Kopf des Herrn Gendarmeriekommandanten, ne? Mein tiefstes Bedauern, Herr Kommandant. Wie geht's denn? Es geht noch, Herr Präsident, es geht noch. Mein Patient kann der Verhandlung noch folgen. Ich übernehme jede Garantie, jede. 99, 110, 111, 112. Ja, danke. Also, Angeklagter, wie wär's denn jetzt mit einem Geständnis? Schauen Sie, hier haben wir das Corpus Delicti. Sagen Sie, ja, ich habe den Herrn Kommandanten den Maßkrug da über den Schädel gehaut und der Fall ist erledigt. Nein. Nein, sagt er, einfach nein. Herrschaft, Zeit, ein Element noch einmal, es ist doch nicht so bockig, ein Kopf kostet schon nicht. Ja, aber entschuldigen Sie, Herr Gestrenge, ich kenn den Krug ja gar nicht. Ja, was braucht man denn da überhaupt kennen? Maßkrug ist Maßkrug, nicht? Was schaut doch einer wie der andere aus? Und das ist ein Maßkrug, beziehungsweise das war einer, und zwar war es Ihrer. Auch dafür gibt's Zeugen. Nein,
Niemals ist er meiner gewesen. Der meinige, der ist ganz gewesen. Ja, da haben Sie recht. Er ist ganz gewesen, bevor Sie ihn auf dem Haupte des Herrn Kommandanten zertrümmert haben. Ich nicht. Herr Amtsgerichtsrat, Sie haben selber vorhin gesagt, Maßkrug ist Maßkrug. Und obschon mein Mandant ein großer Kenner dieser Gefäße ist, unterscheidet er nur dreierlei Art derselben. Leere, volle, ja, und nicht genügend gefüllte. Und zusammengeschlagene, um den starken Witz zu vervollständigen, Herr Kollege. Wie vor 32 Jahren, als euer Richter hier angefangen hat in Geistbach, da haben wir pro Woche ungefähr 2 solche Prozesse gehabt. Und da habe ich mir geschworen, mit dieser Maßkrughauerei und Schmeißerei, da räume ich auf. Ja, Grenzen, weißt du, was ihr sagen wollt? Neue Besen kehren, gut. Ja, aber immerhin kommen jetzt bloß ungefähr 20 Fälle im Jahr vor. Und darum sind meine ohnehin nicht gerade barbarischen Urteile milder geworden. Aber ich kann auch anders. Und wenn mir das wieder einreißt und wenn weiter solche Sachen vorkommen, wenn sowas dabei rauskommt und vor allen Dingen, wenn weiter so unanständig gelogen wird, dann gibt's pro Hieb und Wurf wieder 4 Wochen. Aber entschuldigen Sie, Herr Gestringen, ich bin doch unschuldig. Ich bin kein Raufer. Na, was ist denn noch? Na, aber Herr Rat, Sie kennen mich doch. Ich bin doch der Alisi, der Totengräber und Hochzeitslader von Kircherzell. Unvorbestrafter Saufbruder, Schmarotzer und Schwindler. Ich kenn Sie gut, ja. Das klang da hinterm vorne. Bei mir ist allerweise immer zu kurz. Ja, den Spruch kenn ich. Da schauen Sie selber, Herr Rat, ich hab meinen Kalender dabei. Da, seit Josephi ist in der Gemeinde Kircherzell niemand mehr gestorben. Wir haben einen zugesunden Luft. Den Spruch kenn ich auch, ja. Ja, die letzte Gräbnis, das war der Pfaffinger Vater mit 93 Jahren. Am 18. März. Ja, und heute schreiben wir Juni. Keine Einnahmen mehr. Seit Josephi. Interessant. Der Gedanke wäre allerdings absurd, aber Ihrem verschrobenen Hirnkastel könnte er ja entsprungen sein, nicht wahr? Wollten Sie vielleicht selber für einen Todesfall sorgen? Aber Herr Rat, ich bring doch niemanden um. Nein, es ist einfach niemand mehr gestorben. Ja, eben. Darum wollten Sie ein bisschen nachhelfen, nicht wahr? Ja, so fixe Ideen, die gibt es. Aber trotzdem hätten Sie zu kurz gedacht, denn ein Erfolg hätte Ihnen auch nichts genützt. Der Herr Kommandant hätte sich wahrscheinlich nicht von Ihnen in Kirchenzell eingraben lassen. Bitte tausendmal um Entschuldigung, Herr Kommandant. Legen Sie mir das nicht als Gemütsrohheit aus. Es ist ja nur Theorie und Hypothese. Aber warum soll man nicht einmal theoretisch diesem Gedanken nachgehen? Nicht? Wenn man von der Beschädigung dieses Kruges auf die Beschädigung des Schädels schließt, ist ein Wunder, dass der Herr Kommandant überhaupt noch am Leben ist. Ein Moment mal, was soll denn das heißen? Theorie, Arbeitshypothese, Herr Kollege. Aber Herr Präsident, mein Patient wird alles bestens überleben. Höchstens, dass Sie mit im Kopf ein bisschen was zurückbleiben. Das ist die vulgärste Volksmedizin, die es gibt. Herr Amtsgerichtsrat, dieser Mann ist ein gewissenloser Pfuscher. Diesem Mann gehört das Handwerk gelegt. Was? Handwerk gelegt? Das sagen Sie zu mir als Sanitätsrat, wo ich so viel von Ihnen weiß? Sie, bei mir ist noch keiner gestorben. Bitte, keine homerischen Beschimpfungen. Ja, er fängt doch immer an. Aber setzen Sie sich hin, bitte. Ja, bitteschön. Also jedenfalls ein Gendarmeriekommandant mit einem Kopfschaden, das können Sie gar nicht verantworten. Mein aufrichtiges Bedauern, Herr Kommandant. Wie geht's? Danke, Herr Rat. Nehmen Sie doch Platz. Inkommodieren Sie sich nicht. Ein Bild des Jammers. Schlägt Ihnen da nicht das Gewissen über das, was Sie da angestellt haben? Hm? Aber also, Herr Rat, wir verstehen uns nicht. Schauen Sie, der Schmidt hat er zum Beispiel, nicht wahr? Im April haben die Leute schon gesagt, der macht's nicht mehr lang. Ja? Da schauen Sie her, auf Georgi habe ich ihn bereits in meinem Kalender vorgemerkt. Jetzt doch weg da mit dem schmierigen Heftel. Das ist ein fürchterlicher Mensch, sind Sie. Nicht hat er mich. Pumperlgesund ist er wieder und hockt auf der Schmidtbrücke. Ja, die Kirchenzähler, die haben gekippt. Die kannst nicht einmal mit einer Maßkrug erschlagen. Wir haben einen zugesunden Luft. Aha, ich höre nur nicht einmal mit dem Maßkrug. Das genügt mir. Schreiber, bitte notieren Sie. Der Angeklagte, alles was du, aber hat soeben das Geständnis abgelegt. Dem Sinne nach, hypothetisch. Hypothetisch? Ja, dem Herrn Gendarmeriekommandanten im Vollrausch, versehentlich, fiktiv, mörderisch. Mörderisch? Fiktiv? Ja, ist alles strafmildernd, nach dem Leben getrachtet zu haben. Herr Rat,
Das verstehe ich nicht. Das macht nichts, Hauptsache ist der Schlusswert. Aufstehen, ich verkünde das Urteil. Einspruch. Einspruch. Halt, ich bin doch unschuldig. Indem dass der Herr Kommandant doch einen Mordsrausch gehabt hat. Ach so, und Sie glauben, ein Mordsrausch wiegt einen Mordrausch auf? Ich bitte ums Wort, Herr Rat. Bitte schön, ja. Ich muss protestieren. Ich habe bestenfalls einen kleinen Schwips, habe ich gehabt. Nicht so viel reden, Herr Kommandant. Wir müssen die Verhandlung durchstehen. Nicht so viel reden. Ja, aber der Herr Rat, werden Sie doch noch selbst an meinen Zustand erinnern. Ja, selbstverständlich. Dunkel. Bleiben's ruhig, Herr Kommandant. Bleiben's ganz ruhig. Nicht so viel reden. Ein Zustand möchte er gehabt haben. Ein Wurf hat er gehabt. Einen richtig gehenden Kirchenzeller Kirchwehrrausch. Dafür habe ich auch meine Zeugen. Ich bitte um die Einvernahme der Frau Ökonomierat, Georgine Feustl. Bitte dringend. Aber Sie sind ja nicht ganz gescheit, Frau Feustl. Warum denn nicht gleich ein Prinzregenten? Hicks, da, Wachtmeister. Rufen Sie mir den Zeugen Vitus Degge herein. Den Zeugen Vitus Degge, jawohl. Aber Herr Amtsrichter, Ja, ist gut, Herr Staatsanwalt. Angeklagter übrigens, bis der Feitel da ist, erklären Sie mir, wie sind Sie denn überhaupt an den Honoratiorentisch, an dem da auch der Herr Kommandant gesessen ist, hingekommen? Da kann sich doch ein Kirchenzeller Totengräber nicht ohne weiteres hinsetzen. Ja, wissen Sie denn das nicht? Sie sind doch selber dabei gesessen. Sie unverschämter, verdruckter, hinterkünftiger Patron, Sie, was fällt Ihnen eigentlich ein? Der Herr Kommandant und ich, wir haben die Frau Ökonomierat nach Kirchenzell begleitet. Ja, wissen Sie das wirklich nicht? Was soll ich denn wissen? Sie wissen ja nichts mehr. Sie waren ja schon total betrunken, wie Sie an unseren Tisch, an dem Sie gar nichts zu suchen gehabt haben, hingekommen sind. Na, also da müssen Sie ja täuschen, Herr Rat. Ich habe doch meinen Durst für die Frau Ökonomierat aufgehoben, indem das mich nämlich die Frau Ökonomierat eingeladen hat. Jedes Jahr, wenn der Herr Ökonomierat auf die Kirchenzeller Kirchweih kommt, dann bin ich eingeladen. Ja, das weiß ich, aber heuer ist der Ökonomierat unpässlich zu Bett gelegen mit einer Erkältung. Das und macht deshalb gar nichts, weil wenn der Herr Ökonomierat verhindert ist, nachher bin ich von der Frau Ökonomierat eingeladen. Das ist Kupftür gesprungen. Essen und trinken darf ich so oder so. Und deshalb haben der Herr Kommandant und ich die Frau Ökonomierat begleitet. Das haben Sie doch gesehen, nicht? Ja, gesehen schon. Ja, na also, und auf die Idee, dass Sie da überflüssig sein könnten, da sind Sie nicht gekommen, nein? Ich überflüssig? Ich hab nichts Überflüssiges. Ruhig da hinten. Ihr ökonomierätliches Freibier, das hätten Sie gut an einem anderen Tisch auch trinken können. Nein, das ist nicht gegangen, Herr Rat, denn die Frau Ökonomierat hat mir wissen lassen, dass ich mich zu ihr hinhocken soll. Weil mein Hamur sagt, der taugt dir so. Humor, das ist eine unerhörte Frechheit. Humor mag er seine dreckigen Redensarten nennen. Dreckig? Also wenn das Humor ist, dann mag ich Spinner belangt. Nicht so viel reden, Herr Kommandant. Und nicht so scharf denken. Eine Gehirnerschütterung ist kein Spaßettel. Auch nicht für einen Gendarmeriekommandanten. Bitte schön, brav sitzen bleiben. Entschuldigen Sie, Herr Rat. Bitte schön, entschuldigen Sie. Ich muss sehr vorsichtig sein. Der Herr Sanitätsrat verfolgt meine chirurgischen Behandlungen mit dem Argwohn des Geschäftsneids. So? Entschuldigen Sie, ich kann mir keinen Todesfall leisten. Ich bin ein approbierter Bader, ohne Doktor- und Sanitätstitel. Keinen Todesfall! Impertinent, Scharlatan! Ich bring ihn durch! Bei mir macht der Totengräber kein Geschäft! Ruhe! Also wenn Sie Ihre Konkurrenzkontroversen weiterhin hier ausfechten wollen, meine Herren Kopfkapazitäten, dann kassiere ich von jedem von Ihnen 10 Mark für die Gerichtskasse. Ja, das gilt auch für Sie, Herr Sanitätsrat, setzen Sie sich aber. Dankeschön, Herr Präsident. So, Angeklagter, Sie bezeichnen also Ihr ungeheuerliches Benehmen da mit Humor. Und wenn der Herr Kommandant trotz der unermüdlichen Anstrengungen des Herrn Haberl nimmer wird, ist das dann auch Humor? Der Herr Kommandant schwebt tatsächlich in Lebensgefahr, wenn er sich nicht augenblicklich in meine Ordination begibt. Und Sie, Herr Amtsgerichtsrat, tragen die Verantwortung. Was denn? Ich warne, Herr Sanitätsrat. Ich hab schon 1000 Keck verbunden und die haben Ärgerblut auf der Säule. Das ist ja eine Komödie. Was eine Komödie, eine Groteske ist das. Himmeldonnerwetter noch einmal. Herr Sanitätsrat, es tut mir leid, aber Sie verlassen jetzt den Gerichtssaal. Herr Wachtmeister, Der ist bitte gar nicht begleiten da. Sie. Ja, dann müssen Sie allein gehen. Herrschaft, zeigt noch einmal, wo bleibt denn der Vitus Degge? Ich wär schon wieder. Zum Wohlsein, Herr Wachtmeister. Der Bader sagt, morgen darf ich bereits schon wieder 7 halbe trinken. Heute bloß 6. Das ist ein gescheiter Mann. Der steigert das Quantum schon langsam. Kein Vergleich mit dem Sanitätsrat. Na, was ist jetzt? Darf ich nicht bald in Zeugenstand? Ich bin doch heute die Kronzeugin.
Zuerst soll der Feitel seine Aussage machen. Ich weiß nichts. Nein, um die Zeit war ich selber schon sternhagelblau besoffen. Du auch? Ja. Ja, ist dem von euch überhaupt niemand nüchtern gewesen? Ja, also, den größten Rausch hat der Herr Rat selber gehabt. Ja, der Herr Kommandant weniger. Und der Totengraber, der kann ja was vertrauen. Ich weiß von nichts, weil ich bin doch nicht blöd und sag die Wahrheit und tauch dann einen Gestrengenen. Ich belaste ganz einfach den Totengräber, den Alisee. Etwa für 150 Mark lasst der gern 14 Tage einsperren, ja. Und wenn er 4 Wochen kriegt, dann müsst ihr halt auftoppen, dann müsst halt noch was zahlen. Nicht mein Geld ist ja nicht. Nein, für das sitze ich ja auch. Da sag ich ja glatt, ich hab ihn Maskrug geschmissen. Das wäre nicht einmal die schlechteste Lösung. Wenn Sie das beeilen, dann zieht der Kommandant seine Anzeige zurück. Ja, meinst du wirklich? Ja, freilich, geh. Ich kenn doch die Sprichmacher nur aus meiner Nachtwächterzeit, nicht? Hör der Leute, die Uhr schlägt 2. So manchen Mann schlägt jetzt sei Weih. Sie war selber noch halb 3, ja. Schlägt dann die Uhr in einer Stunde, schlaft sie das Ball schon wieder gesund. Ich kenn doch den Gendarmerie-Kommandanten. Also, Feitel wär mir nicht frech. Mein Mann mag sowas nicht. Ja, dann fliegst du Grüppe. Aber mein Weiberl vertritt mich schon, gell? Bei der Kundschaft und beim Zeugen vor Gericht. Also ein bisschen Schleichzing jetzt, ja. Das Gericht wartet nicht so lang. Das pressiert doch nicht. Du weißt, wir sind grad schön warm. Humor und feine Redensarten. Aber ging es zu, Herr Rat? Die Weiber hört doch so Sachen gern. Weiter, sagt er. Bei der Frau Ökonomierat. Kommen wir doch endlich im Namen der Justitia zu einem glimpflichen Ende. Ich verstehe Sie nicht, Herr Staatsanwalt. Wieso soll es jetzt ausgerechnet bei Ihnen plötzlich zu einem glimpflichen Ende kommen? Nein, ich komme schon dahinter, Elster. Meinetwegen, Freispruch mangels Beweises. Nur ein Ende, bitte. Ich hab's ja gleich, jetzt lassen Sie mich nur. Wastelhuber, erinnern Sie sich noch Ihres unmöglichen Benehmens, weswegen der schwer gereizte Herr Kommandant Sie vom Tische gewiesen hat? Nein, ich hab halt die Frau Ökonomierat gut unterhalten. Ja, was ich gesagt hab, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß es sehr genau. Es war mit Verlaub zu sagen haarsträubend. Das muss gewesen sein, haarsträubend. Also ich weiß bloß nur, dass Sie, Herr Amtsgerichtsrat, zur Linken von der Frau Ökonomierat ihr allerweil die Hand abbusselt haben. Was? Und zur Rechten hat der Herr Kommandant das Nämliche getan. Meine gute Frau Ökonomierat, die hat ja nicht einmal mehr trinken können. Ich beantrage, die Sitzung zu vertagen. Aber warum denn, Herr Kollege? Eben, das packen wir auch noch. Wastelhuber, was wollen Sie denn? Die Handküsse gehören überhaupt nicht zur Sache. Doch, die gehören unbedingt zum Sachverhalt. Nein, die gehören nicht zur Sache. Zur Sache gehören seine unflätigen Reden. Zur Sache gehört das Eingreifen des Herrn Kommandanten. Zur Sache gehört das daraus resultierende Motiv für den Schlag. Ich hab der Frau Ökonomierat bloß Komplimente gemacht. Und anständige Komplimente, keine Handbusseln. Das ist doch die Höhe. Ich erinnere mich trotz meiner Kopfschmerzen noch sehr genau an seine dreckigen Reden. Er hat gesagt, Frau Ökonomierat, hat er gesagt, bei Ihnen tät es... Ah, Degutant. Degutant? Hab ich nicht gesagt. Wastelhuber, auf den Platz. Die Zeugin Frau Ökonomierat Georgine Feustel von hier. Habe die Ehre, Herr Amtsgerichtsrat, Herr Staatsanwalt, Herr Justizrat, meine Verehrung. Was wollen Sie von mir wissen? Sie, gnädige Frau? Ja, und wo bleibt der Feitel? Ja, der weiß nichts, sagt er. Der war schon dem Tisch gelegen, wie der Maskrug geworfen worden ist. Geworfen, ich meine, es war ein Schlag, meine ich. Gnädige Frau, Sie haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis, das weiß ich. Sie können sich ganz bestimmt erinnern. Sie können Vermöge Ihres Erinnerungsvermögens bezeugen. Wer hat dem Herrn Kommandanten den Maßkrug auf den Schädel gesetzt? Das war eine dumme Geschichte. Ich nicht. Ja, das stimmt. Oh je. Na, er war's nicht. Er hat mich amüsant unterhalten. Er hat Sie unterhalten? Ja, Frau Ökonomierat. Das befremdet mich, Frau Georgine. Ja, aber Sie müssen sich doch schwer beleidigt gefühlt haben. Ich habe doch deswegen den Angeklagten extra sofort von Ihrem Tische verwiesen. Ja, das war eben falsch. Mich hat er alles nicht beleidigt. Er hat Sie nicht beleidigt? Entschuldigen Sie, Frau Ökonomierat. Der alte Depp sagt zu Ihnen, bei Ihnen könnte und etc. und so weiter. Und Sie fühlen sich nicht beleidigt. Nicht beleidigt? Noch dazu, wo es ein Totengraber gesagt hat. Mei, der Alice ist doch ein Hochzeitslader. Ja, außerdem habe ich gesagt, Frau Ökonomierat, bei Ihnen tät es mir jeden Tag schmecken, sitzen und trinken. Ja, Frau Ökonomierat, die hat mir 3 Nierenbradl gezahlt. Ja, wer tut das schon? Ja, das habe ich ganz anders im Ohr. Auch, Herr Rat. Na, mein Gott, und wen schon?
Auf dem Kircherzeller da geht's allerweil lustig zu. Der hätte jede Frau so Sachen gern. Da ist halt lustig. Lustig, gnädige Frau? Wer war der Maßkrugschläger? Es ist bereits Essenszeit. Ich bitte, die Sitzung zu vertagen. Ich mag nicht, sonst ist mir die Essenszeit auch heilig. Aber Herr Amtsrichter... Nein, Herr Staatsanwalt, es wäre ja schade, ich bin ja unmittelbar daran. Wer war es? Wollen Sie das unbedingt wissen? Sonst würde ich nicht fragen, gnädige Frau. Wer hat den Krug geschmissen, geworfen, geschlagen? Raus mit der Sprache. Der Angeklagte oder wer auch immer. Schonen Sie niemand. Von mir aus. Also, da alle sind nicht. Aber wenn Sie unbedingt wollen, dass ich sag, der Herr zu meiner Linken hat's gemacht. Ja, er wollte zwar in Alice treffen, aber weil er schon so blau war, hat er in Moskau den Kommandanten aufgehauen. Versehentlich. Entsetzlich. Jetzt haben wir die Katastrophe. Er hat mir den... Ja, warum hat man das niemand gesagt? Der Herr zu Ihrer Linken? Herr Kollege, wollen Sie mein Mandant werden? Also ich plädiere auf Bewährung. Das reißt von Ihnen, dass Sie auf Plädierung will. Sehr zum Wohl, Herr Amtsgerichtsrat. Dankeschön. Da muss ich ja dem Postprobi in einer ungeheuerlichen Weise zugesprochen haben. Haberkorn. Herr Rat? Sagen Sie mal, haben Sie das auch gewusst? Jawohl, Herr Rat. Aber ich habe nichts sagen dürfen. Ich bin fassungslos. Also abgesehen von der Ungeheuerlichkeit der Tatsache als solcher ist mir das rein technisch völlig ein Rätsel. Mein aufrichtiges Bedauern, Herr Kommandant, ich bin fassungslos. Entschuldigen Sie, Herr Rat, aber es ist mir entsetzlich peinlich. Ja, wem sagen Sie das? Hätte ich nur eine Ahnung gehabt. Aber es ist ja schon alles viel besser. Nach der Verhandlung tun wir den Verband wieder weg und dann schaut alles gleich anders aus. Und was nun? Was nun? Wie immer, ja? Das stehe ich auch noch durch. Ruhe, Zuschauer, bitte. Verkünde das Urteil, bitte aufstehen. Im Namen seiner königlichen Majestät des Königs bzw. königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen, ist ja vollkommen klar, wegen bewiesener Unschuld freigesprochen. Vergelt's gut, Herr Rat. Ruhig, ich bin noch nicht fertig. Die Kosten des Verfahrens trägt der Herr Richter. Ruhig, bitte. Bitte notieren, Haberkorn. Darüber hinaus wird es einer Übereinkunft bedürfen, inwieweit der Beschädigte Schmerzensersatz... Das müssen Sie mir überlassen, Herr Staatsanwalt, ob das genügt. Herr Justizrat, ich bitte... Keine Einwände. Keine Einwände. Danke, meine Herren. Darüber hinaus muss die Sitzung geschlossen werden. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Also, meine Freunde, Herr Kommandant, und da ist der Alice gesessen. Verzeihen, Hochwürden. Ich kann mir das technisch immer noch nicht vorstellen. Also, ich meine, das war... Ah! Ja, so ungefähr muss es gewesen sein. Aber lassen Sie es doch, Herr Rat. Oh, Handkuss, ne, Frau? Na, lieber nicht. Aber ihr ganz spezielles... Ja, zum Wohl. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.